So, ich weiss, man sieht es nicht, aber es ist jetzt morgen um 3 Uhr. Also was wir sicher sehen, wir sehen einfach müde aus. Wir haben nur 3,5 oder 3 Stunden geschlafen. Genau. Aber das macht man nicht alles. Also ich bin schon recht auf der Schnur, ich sage das. Auch bei mir geht es noch, aber wir stehen jetzt auf, weil ich will fotografieren, und zwar sollte da hinten, irgendwo dort hinten jetzt. Ich glaube mehr. Ja, anyway, ihr werdet es sehen. Es sollte jetzt die Sonne aufgehen und ja, Sonnenaufgang am Morgen um 3:30 oder so. Nein, warte jetzt. Entschuldigung, warte, es ist jetzt Zeit. Es ist jetzt morgen um 3. Ja, das habe ich schon gesagt. Ja, ich weiss, aber Also komm, wir gehen. das Hirn funktioniert noch nicht. Die Sonne kommt zwar dort hinten rauf, aber da hat es jetzt schon Licht. Das sieht auch gut aus. Selbst auslösen. Sven ist auch schon am Warten. Auf sein Foto. Sven, bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Der grosse Moment ist da. Wir haben es eigentlich, aber was jetzt noch schwierig ist, schöne Wellen anzukriegen. Das ist gar nicht so einfach. Ja, also die Wellen sind schon. Du musst es nur im richtigen Moment abdrücken. Schön sind sie sowieso. Also, schöne Wellen. Jawohl. Man muss nur mit dem Model reden, dann geht's. Das Aufstehen hat sich gelohnt. Das Viertel haben wir. Es ist jetzt 3:10, jetzt können wir wieder Pause. Herrlich. Wir haben jetzt ausgeschlafen, zum Morgen gegessen, und zwar gemütlich. Wir haben jetzt Aprilwetter, weil es scheint die Sonne und es regnet aber leicht. Und uns ist jetzt gerade klar geworden, dass ihr wahrscheinlich ein bisschen den Überblick verloren habt, wo wir genau jetzt überhaupt sind. Darum zeige ich euch jetzt, dass wir auf unserer Superkarte da hinten, wo wir durch sind. Also, nochmal zum Übersicht. Wir sind hier aus Deutschland gekommen, sind dann mit der Fähre auf Dänemark gegangen, sind dann hier drauf, über die Öresundbrücke rauf, Helsingborg, nachher bis Värnamo, irgendwo da umeinander haben wir die erste Nacht verbracht. Dann sind wir hier weiter drauf gefahren, über Motala bis irgendwo da umeinander, haben dann hier geschlafen, sind dann hier drauf, an Stockholm vorbei, so bis Gefle und dann noch ein bisschen weiter bis, wo ist es? Jetzt muss ich es gerade selber schnell schauen. Da ist das schöne Dörfli, das wir nicht aussprechen können. Börnskölzvik. Und dann sind wir weitergefahren bis ungefähr irgendwo da. Wo genau können wir da auf dieser Karte nicht sagen, weil das ist ein bisschen eine grosse Karte. Wir haben dann hier jetzt geschlafen und jetzt geht es da weiter drauf. Wir wollen dann mal bis Höhe Gävle. Dort gibt es anscheinend irgendwie einen der ältesten Leuchttürme, die man anschauen kann. Außerdem hat es dort gerade einen Stellplatz. Und morgen dann vielleicht da irgendwie noch Pieta anschauen. Pitea, Entschuldigung, Pitea. Und ja, nachher ist es dann nicht mehr weit bis zur finnischen Grenze nach Haparanda. Damit ihr jetzt nicht wieder Fahrbildchen anschauen müsst, machen wir den Genie-Trick. Also, auf Wiedergüchs! Für euch ist es nur ein Wimpernschlag, für uns sind es 140 km weiter. Wir sind jetzt hier an dem wunderschönen Leuchtturm von, muss schnell spicken, 1871. Der Stellplatz der bietet alles, also der hat Versorgung, Entsorgung, WC,
Man kann Müll entsorgen. Es hat nebenan gerade ein Kaffee, das hübsch ist. Auf der anderen Seite kann man tanken, man kann posten. Und das alles für 200 Kronen pro Nacht. Eine wunderbare Nacht liegt hinter uns. Heute haben wir etwas vor. Heute wollen wir nämlich Gamlestad anschauen. Und die ist in Lumnea, glaube ich, heisst es. Lulea, Entschuldigung. Gamlestad ist Altstadt. Ja, ich weiss. Gamlestad ist eine Altstadt. Und die wollen wir anschauen. Und vielleicht langt es dann auch noch in den ersten Ikea von Lappland. Müssen wir natürlich gehen, weil man weiss ja nie, vielleicht gibt es da etwas anderes, was es bei uns nicht gibt. Also das ist jetzt sehr lustig und gut gewesen, weil... Lässige, schöne Begegnung für das Wild. Ja. Er ist seit 2 Jahren pensioniert und ist auch Videoeditor für das Fernsehen. Hat in Stockholm geschafft. Ja. Und ja, das ist jetzt noch spannend gewesen. Also seit 2 Jahren pensioniert und jetzt macht er das da quasi also Sven, freiwillig. Meine Karriere ist jetzt, ich weiss jetzt, was ich machen muss. Nach der Pensionierung. Ins Freilichtmuseum, vielleicht auf den Ballenberg, oder? Ja. Wer weiß. Wer weiß. So geht es noch lange da. Entschuldigung, es ist noch besetzt. Ja. Ja, ich kann jetzt natürlich in dem Shop nicht rausgehen, ohne etwas zu kaufen. Und zwar habe ich etwas gekauft, das ich sowieso gut brauchen im Wohnmobil. Und zwar ist das hier. Sieht lustig aus. Das ist eine Zitronenpresse. Man nimmt die Zitrone und kann sie dann so ausdrücken. Das ist doch super. Handlich, tipptopp für das Wohnmobil.
Gammelstadt ist 1996 zum UNESCO-Welterbe ernannt worden. Und die Häuschen hier, die haben auch eine bestimmte Verwendung gehabt. Und zwar ist das Einzugsgebiet der Kirche früher so gross gewesen, dass man nicht jeden Sonntag vorbeigehen konnte, um an die Messe zu gehen. Und darum ist man nur bei hohen Viertigen eigentlich gekommen, dafür ein paar Tage geblieben. Und für das hat es dann die Häuschen gegeben, damit wir übernachten konnten. Für uns geht der Weg jetzt aber weiter. Unser Fazit ist, Gammelstadt auf jeden Fall ein Abstecher wert. ja, wirklich. Es ist ja, nicht weit von der E4 entfernt. Also man kann abfahren und ist eigentlich gerade dort. Und es ist auch eine angenehme Größe, obwohl es 408 Ja. Häuschen sind. Ist es, ja, man hat es dann gleich relativ schnell mal gesehen, weil in die meisten Häuschen kann man eigentlich nicht rein. Für uns hat es sich wirklich mega gelohnt. Es war mega schön und so typisch Schweden, rot-weisse Häuschen, Holzhäuser. Es ist Und? einfach wunderschön. Schon dort mal mega gut und schön eingerichtet. Also die Schweden haben das Designer-Gen nicht erst seit gestern. Seit es die IKEA gibt, meinst du? Ja, richtig. Ja, es ist wirklich schön. Der Stil, der gefällt uns. Wie ihr seht, stehen wir hier so ein bisschen im Wald. Und das liegt daran, wir haben ja eigentlich noch in die IKEA auf Haparanda. Haparanda, aber das schaffen wir jetzt glaube ich nicht mehr rechtzeitig, respektive wir würden es noch schaffen, aber dann haben wir keine Zeit und in der Stadt übernachten muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Darum sind wir jetzt noch ein Stückchen gefahren und dann hatte ich plötzlich irgendwie ein bisschen Krise gehabt. Und dann habe ich gefunden, so, und jetzt müssen wir irgendwo anhalten und Dann sind wir da gelandet. jetzt sind wir hier gelandet und ist aber völlig okay. Ich gehe jetzt ein Snücki machen. Ja, vielleicht Vor Mitternachtsnücki. ja, ein Nachmittagsnücki, weil es ist ja immer hell. Es spielt eigentlich keine Rolle, dass man ein bisschen schlaft. Ja, ich glaube, man muss es wirklich so machen. Wenn man müde ist, muss man schlafen. Ja. Weil hell ist es sowieso immer. So Richtig. ist es. Also, dann gehen wir, oder du gehst ein Snücki machen. Und wie es bei uns weitergeht, das sehen wir dann. Genau. Wieder offen. Ja. Ich filme noch schnell. Ja, wo sind wir jetzt? Wo ist jetzt das schöne Dörfli, das wir nicht aussprechen können? Ja, ein Wimpernschlag. Nochmal. Nicht ein Wimpernschlag. Was heißt Für euch ein Wimpernschlag, für uns 140 Ah, ja. Kilometer. das? Ja, wir werden schauen, was wir da noch alles erleben. Nein, das Dörfli oben. Fahren wir extra mitten im Wald und dann ist immer noch... Wir sind nicht extra in den Wald gefahren. Nein, das stimmt. So, wir müssen jetzt doch schneller rein, wieder das ich gedacht habe. Fluchtartig, da wirst du im Fall gefressen von diesen Mückeln. Ja. Also Mückeln, die sind riesig. Und wir haben... So gross sind sie. Das stimmt auch wieder nicht, aber sie sind mega leislich, man hört sie nicht. Und dann sind sie noch so frech und finden noch so, oh nein, da hücken her und dann dreht sie noch so ein bisschen Runden, kannst du ihnen zuschauen und dann so saugen sie an, die frechen Hagel. Und dabei haben wir nämlich noch Muckerspray gekauft. Ja, wenn man es nicht antut, sind wir auch selber die Schuld. Ja, eben, schau, da ist schon die nächste. Wo? Da. Da. Eine weniger. Gell? Ja. Schlaf mich ab. Ja. In der Öffentlichkeit. Auf YouTube. Das gibt wieder Kommentare.